Marius. Wanneer een boodschap rijdt me aan ik weet dan ook van wat zal een reden, wat in jedem een fehlen dat. Dan wir haben alle verschiedene Bedürfnisse. Dan wordt eens niet genau, van wat zal einer reden. En van deze Marius, ik geloof ik wel, God heeft mir eine Botschaft gegeven, wat er für jedem een is. Für jedem een wil ik me te zijn. En dat is van Gaven, die Gott uns gegeben hat. Die Bibel sagt, Gott hat in jedem eine Gabe gegeben. Jedem einen. Einmal fragen wir uns, was ist meine Gabe? Hat eine Gabe? Aber ich will mit zu sagen, jeder einer hat eine Gabe. Nur Gott sein Wort noch. Und ich will hauptsächlich von den Gaben reden, aber wenn die in der Bibel mithaben, wenn die wollen aufschlagen, nur 1. Petrus 4, von Vers 7, der ich all, weil ich das erste lesen zum Anfang. Das heißt es dit, der Tiet ist bald hier, dat alles in Eenhaft. Deswegen moet je wakker zijn en klar denken, dat je beden kan. Aber alles, seid du nur, dat nichts in Leib einer zum anderen stieren kann. Wils Leib, da ich viele Sünden tau. Nehmt jeden Jast ab. Leiber aus Grünzen, wann die kommen. Und jeder soll seine Gabe, der er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gouden zu dein, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadensgaben treu angeht. Wann wer redet, soll er so reden, als wenn er Gott sein Wort redet, oder wenn er Gott seine Werte redet. Wer dort deint, soll dort in der Kraft tun, womit Gott arm versorgt, sodass Gott in allem durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht und Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. Amen. Hier in diesem Aufschnitt, in diesen 5 Versen, redet von verschiedenen Dingen. Erstlich fängt er an, redet von uns eng hier auf Erden, als Mensch durch. Das fängt an, von das eng zu reden. Und dann redet er noch von, dass wir sollen wacker sein, wacker und klar sein, dass wir denken, dass wir beten können. Und dann redet er von Leib, und nach Leib einer zum anderen. Und dann der nächste redet er noch von gasfrei sein, Jast abnehmen. Und dann das letzte, wo ich von reden will, redet er von den Gaben, die in jeder einer gekriegt hat, Vers 10. Und das ist den Tag, den ich mir gewählt habe, 1. Petrus 4, Vers 10, sagt, in jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Gouden zu dein. Als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadensgaben treu angeht. Das fängt an und sagt, in jeder soll seine Gabe, das sagt nicht, wann du eine Gabe gekriegt hast, dann du angehen mit dir. Das ist das dort. Das sagt, in jeder soll seine Gabe, das habe ich hier, in jeder einer hat eine Gabe gekriegt. Und wir weiten hier eben, bloß in unserem Markt hier sind verschiedene Gaben. Verschiedene Menschen haben verschiedene Gaben. Da haben wir alle erfahren. Und so mit der Gabe, was wir gekriegt haben, soll wir mit umgehen. Und da haben wir gekriegt von Gott. Da haben wir uns nicht selbst verdient. Er hat gearbeitet, aber Gott hat uns die Gabe gegeben. Du denkst, wir können nicht vergeben sein, ich habe keine Gabe. Ich brauche einen Stein. Ich will bloß sagen und horchen und gucken, was der Nächste tut. Ich kann nicht eine Gabe gekriegt. Ich glaube, da merkt wie Gott am Lernen. Jeder einer hat eine Gabe, wenn der nur sehen wird, wenn der gucken wird, was seine Gabe ist, und dann der brauchen. Zum den Nächsten zu dienen. Nicht für uns selbst zu dienen, aber den Nächsten zum Gouden, sagt die Schrift. In der Überschrift hier in der Part sagt, dass der Gaben von Gott reich zu verwalten. Das erste fängt an, Vers 7 und sagt, dass der Tiet ist bald hier. Dass alles in Enghaft. Der Tiet ist wie die kann tun. Wir hören so oft mal sagen, dass wir sind in der letzten Zeit. Und ich glaube das auch, wir sind.
Du noch, was die Schrift sagt, das was der letzte Zeit wird kommen. Und Petrus sagt hier auch, fängt hier an in Vers 7, sagt, der Zeit ist bald hier, dass alles in eng haft. Durchwegen muss je wacker sein und klar sein, dass je beten kann. Wacker und klar sein, was meint das erreicht zu uns? Ich glaube, oftmals, wenn wir horchen, was in der Welt von der und Tag angehen, dann ist uns Verstand so doof geworden, so betabt, der Denken und Dinge, was der Raum uns angehen, und wie kann ich muss recht beten? Ich weiß, mir das einmal so, wenn ich gehe vor Gott und ich will beten, und auf einmal muss ich stillhalten und denken, was bete ich hier? Ich kann meine Gedanken ganz anders werden und andere Dinge. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir vor Gott in Genodenstrauen kommen, dass wir klar sind und wacker sind und weiten, und was wir fragen wollen, dass wir beten können. Du sagst, dass wir müssen wacker sein und klar denken, dass wir beten können. In Vers 8 sagt, über alles seid ihr nur, dass nicht in Leib einer zum anderen stieren kann. Wils Leib da ich viel Sünden tue. Also Leib ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Ding. Ich habe hier nur die Schrift noch. Das Gott will haben. Wir sollen über alles, sagt es. Das soll das Erste sein. Das soll über alles sein. Und wenn denkt, dass an Leib da ich viel Sünden tue, wo kann das viel Sünden tue da? Ich glaube, wenn wir Leib haben, einer für den anderen, dann wo wir uns sich mehr vertrauen können, wenn wir was sagen, was uns vielleicht allgemein stieren wird, wenn wir das loten dann wird uns das stieren und dann kann uns das hindern. Dann wo wir uns versenden, vielleicht durchwegen, aber wenn wir den nächsten leben dann wo wir uns einer den anderen vertrauen können, und dann wird es sein, dann willst wir haben Leib für den nächsten, da wo wir uns nicht versenden durchwegen. Und deswegen glaube ich, Leib ist das ganz Wichtigste von alles. Gott will haben, dass wir sollen uns einer den anderen leben. Er sagt sogar, dass er uns ein Gebot gegeben in Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, ich habe ihnen ein neues Gebot gegeben. Ich gebe ihnen ein neues Gebot. Sie sollen ihnen untereinander gut sein, kriegst du aus, ich ihnen gut gewesen sein. So soll ihnen untereinander leben. Hier in dieser Fall ist es ein bisschen wichtig, ich habe mir einmal gesagt, wenn ich hier reden von Leben. Wir haben so viele verschiedene Übersetzungen, Bibeln, Übersetzungen, die vertalen hiermit verschieden. Hier diese plottische Übersetzung, wer das über gesagt hat, der hat das Wort Leben rausgenommen, der weggenommen, dann hat das die sollen untereinander gleichen. Die sollen gut sein. Und das ist so gut, wenn wir sollen uns gut sein, das ist reich. Aber mir spürt sich so, wenn das vertuschen mit dem Wort Leib, das hat eine deepere Bedienung für mich. Mir spürt sich so, wenn sie das Wort, ich habe nicht Gebot gegeben, die sollen untereinander gut sein, als wenn das ein bisschen Flavor ist, dann, als wenn sie das Wort brauchen, Leib. Martin Luther, die hochdeutsche Bibel, die redet von Leib, das heißt, die sollen untereinander leben. Auch auf Englisch, auch wenn wir die verschiedenen Übersetzungen checken, die meisten, die sagen Leib. Und ich glaube, das ist, was der Hand hier in das. Ich will euch sagen, dass das hier auch reich ist, weil das ist reich, wenn wir uns gut sind. Aber für mich, ich gleich zu lesen, ich gebe ihnen ein neues Gebot, sie sollen untereinander leben. Kriegst du aus, ich ihnen gelebt habe, so soll ihr untereinander leben. Und wir wissen, wo Gott uns Leib hat. Er lebt in jedem ein, so sehr, dass er seinen einzigen geborenen Sohn, Jesus Christus, schenken hat. Als ein Opfer für unsere Sünden. Und das braucht er einmal tun. Er schenkt Jesus Christus und er gibt sich an für uns als ein Sündopfer. Und das braucht er einmal tun. Das braucht nicht einmal wiederholen zu tun. Und auf Epheser 4, Vers 2 sagt er, sieht einer den anderen gut, so als Christus uns gut wir. Hier redet er von gut. In sein Leben für uns opfert, als einen scheinenden Geruch, an dem Gott ihn gefallen hat. Also Gott hat ihn gerade gefallen und was ihn sehen, dass sein Leben geben wird, als ein Sündopfer für uns. Und nu braucht das gleich mal passieren. Er braucht das einmal tun und das ist passiert.
Und wir weiten dort, und wenn wir das annehmen, dann ist unser Sinn verjährt, und wir haben arm aus uns persönliche Heiland, aus einer Gabe, aus einem Geschenk. Und das wird nicht mehr getan. Hebräer 10, Vers 11 sagt, alle Priester sind angestellt, Tag für Tag ihren Gottesdienst zu verrichten, und immer weiter dasselbe Opfer zu bringen, die doch niemals Sünden vergeben können. Und wir wissen, in den Alten Testament mussten die Priester immer weiter gehen, die Sündopfer bringen für ihre Sünden, die wirklich nicht die Sünden wegnehmen deuten. Aber da mussten die immer weiter tun. Aber Jesus, der gibt sich an, als ein Sündopfer einmal zu tun. Und das wird nicht wiederholend getan. Vers 12 in Hebräer 10, Vers 12 sagt, über das Priester hat ein einzigen Opfer für den Sinn gebracht. Ein einzigen Opfer für den Sinn gebracht. Und sagt nu, für immer bei Gott seine rechte Seed. Und er redet von, wie sollen uns untereinander auch so leben, als er tut. Er gibt sich Hand für uns. So soll wir uns einer den anderen Hand geben. So ein Leben soll wir haben für den Nächsten. Und wo steht aber uns, wo sind wir mit unserem nächsten Leben, so als er uns gelebt hat? 1. Johannes 4, Vers 20 sagt, wenn wer sagt, er lebt Gott, und als sein Bruder überfindliche Sohn, der Licht. Wer sein Bruder nicht läuft, den er sieht, der kann Gott nicht leben, den er nicht sieht. Also das ist wichtig, unseren Bruder zu Gott zu leben. Wenn wir sagen, wir leben Gott und wir leben als Bruder über nicht. Ein anderer Fall sagt es dit, 1. Johannes 3, 15, wer sein Bruder Feind ist ein Mörder. Hier hat verglichen mit einem Mörder, wenn wir unseren Bruder hassen tun. Und sagt, und wir weiten, dass ein Mörder nicht dort auf ihr Leben hat. So eine Menschen, die nicht Leben haben, nicht Leben öffnen tun und nicht Gott leben tun, dann hat er ein Mörder. Und wir weiten, ein Mörder ist einer, was Lebens nehmen tun, was nächstens sein Leben nehmen tun. Hier diese Weg, was in der News, was mir besonders auffallen wird. Das spielt zu einer Hafel verschiedene Dinge hier, wo Menschen umgehen tun mit Lebens von der und Tag, aber dann hat er noch immer wieder was Frisches. Ich habe das noch nicht gehört. Da sein in Quebec, da wollen sie das Gesetz so einführen, dass sie die Freiheit haben, den Nächsten sein Leben zu nehmen. Und wir weiten, dass der Nächsten sein Leben nehmen, das ist Mord drin. Und da wollen sie einführen, dass sie können, wenn die Kinder geboren sind, die vielleicht nicht ganz gesund geboren sind oder was immer, und die Eltern die Kinder nicht wollen, dann hat der Doktor die Freiheit, die zu ihnen spritzen, ihr Leben zu nehmen. Dass sie sich nicht brauchen kämpfen und so ein Kind ist dort. Oder auch, wenn die ältere Menschen sind, die nicht mal gesund sind, und die müssen liegen im Krankenbad, und die können nicht mal für sich selbst mehr vertrauen, dann kann die Familie sich eingehen, dass sie wollen, den Doktor schloten, der Leben zu nehmen. So ist es von der und auch. In so einer Zeit lebe. Dann funden wir nähen und sehen, da wird bedeutet kommen, da wird Praxis von der wenn auf Code fehlen, dann proben sie zu sehen, früher, wer der Beste auf Code wird, dann werden sie alle ihr Business anbieten und sagen, hey, brauch mich, ich kann die raten von dort oder von dort, und das kann bloß nur dir. Und bald würden sie sagen, als die ein altes Leben, wenn die ein altes Leben, dann von denen den Doktor, der wird die das Leben nehmen. Brauchst nicht mal ein Leben hier ab jeden. Und dann weiß ich, wo wird da was kommen. Aber jedenfalls, mir wird das abfallen, dass die das sehen zu tun, dass sie die Menschen wollen ihr Leben nehmen, dass sie können die Entscheidung merken, wann die soll sterben und wer soll leben. Und wir wissen, Gott hat die Zeit bestimmt für jedem einen, wann die sterben soll. Nur Hebräer 9, Vers 27 sagt, der Mensch ist dort so bestimmt, einmal zu sterben. Also Gott hat die Zeit gesagt, nicht die Menschen. Wir können es nicht selbst die Zeit sagen, wann wir sterben wollen, oder wer sterben soll und wer nicht.
Ook in Hiob 14, Vers 4 sagt, einen seine Deel sind im Verrüt bestimmt. Und du weißt, wie lange einer lebt. Du hast die Grenze gesagt, über die einer nicht geht. Also ich habe auch hier gesagt, dass Gott hat die Zeit bestimmt, wann der Mensch sterben soll. Und wenn wir kijken, wo sagt Gott uns leben dat? Dat hij wies uns mit seinem Beispiel, wo er uns gelebt hat und alles, wenn wir denken an Leben. Gott hat demonstriert zu uns seine Leben, mit uns seinen Sehen checken. Und von der und auch, da sind viele Menschen, die hören von diesem Leben. Die wollen nicht weiten von diesem Leben. Die hören bloß von Haus in der Welt. Einer braucht den Nächsten am Terim und braucht Rat zu üben, für was er getan hat für den Nächsten. Und das ist nicht, was Leben schaffen wird. Der Schrift sagt, der Leben, der wird kalt worden, der letzte Zeit. Und als von der und auch nicht so steht, wenn wir horchen, der Leben ist ganz kalt geworden. Du hast gar nicht mehr viel zu hören von einer den anderen Leben. Nu Matthäus 24 nu, Jesus sind die Jünger der Früh und Jesus, was die Tekens würden sein und was sie können weiten, dass sie bei der eng wären, dass die Welt wird am eng kommen, nur was sie sich können rechten. Und dann Jesus irgendwo verschiedene Dinge, wo sie sich können rechten. Er sagte, der in der Zeit weiß keiner, wann da was passieren, aber sie kann sich rechten, nur was da was kommen, was da was passieren. Und ein von dort ersten Vers 10 sagt, und dann wurden sich viele Eiden und sich untereinander verroden und sich untereinander nicht leiden können. So, das habe ich hier, als das stimmt mit der Zeit, wo wir sind. Menschen können sich gleich mal verdrehen. Können sich nicht leiden, einer den anderen. Und dann sagt er dann über viele, und da wurden viele falsche Propheten abgestoßen und viele verleiden. Viele der hier, die lassen sich verleiden von verschiedenen Rednern, die nicht die Wahrheit predigen tun. Auch das sagt, in wilste Gottlosigkeit wird überhand nehmen, wird der Leben bei vielen Menschen kalt worden. Nur das können sie sich rechten, wo sie wollen sein in ihrer Zeit. Du kannst wir uns nur rechten. Du kannst nur kicken, und wir brauchen uns nicht mal verfehlen, wann das passieren wird, weil es der Schrift sagt, das wird kommen. Der letzte Zeit wird das passieren. So, wir sollen uns gleich verfehlen, wann das passieren wird. Das ich all sagen, einer hier von verschiedenen Wegen, wo Menschen andere Mordern tun und was tun. Wie das letzte Weg, oder die Weg, dort, hier von Kalifornien, hat eine Gruppe, da 14 Menschen totgeschossen und 17 angeschossen. Warum das passieren, der hat nicht gehört, über bloß andere Lebens zu nehmen. Vielleicht am Racheiben oder was immer das gewesen. Und da von einer nähen, er sagt, er wird ganz rot gewesen, er hat nicht gewusst, was er soll tun. Also er hat Gott am Halb gefragt, er hat gebet. Gott am Halb gefragt, dass er soll hineinstoppen, und der hat gleich. So er sagt, Gott schafft gleich. Er sagt, God doesn't work. Er hat Gott geprüft, und das schafft gleich, sagt er. Und die Menschen von der und da, die Gott ganz zu sich schreiben dann alle wenn rüht, die wollen gleich eine Schule haben, die Kinder sollen nicht von Gott hören, und sie wollen nicht von Gott hören. Die Kirchen, die sie tun, viel Städten, die sie Kirchen sogar verbrennen, dass Gottes Wort soll nicht gepredigt werden. Sie wollen nicht die Wahrheit hören, sie wollen Gott alle wenn zu sich schreiben. Dann auf einmal hier einer von so was der steht, dann fehlt einer an Worten an, dann kriegen sie über Gott, und die soll kommen. Die soll doch sich an ihre Gebete beantworten. Und wenn er da nicht tät, als jetzt das King Saul, als er je in Gott gehen hat, und er wird gehorsamen, und er hat nicht Gott gehorchen, was er will haben, als er mit dem von seinem Leben kam, als seine Fien jeden am kam, dann will er drei haben, drei gute Gott, und er soll Gott was am beantworten. Er will weiten, was er soll tun, er wird Angst, er wird in der Not. Aber Gott hat sich weggedreht von ihm, er hat sein Jas weggenommen von ihm, weil der Entscheidung hat er sich selbst gemerkt. Und nu höre ich Gott gleich mal seine Gebete, und ich denke nur der Feind, nur der Höchsten, dann will er Ruhe haben.
Aber hier, deshalb sie haben Gott gefragt, sie haben Gebet zu Gott und Gott aufgehört. So that doesn't work, sehen sie. Und wer merkt die Entscheidung, dass wir Gott zu sich schieben tun und warum Gott uns nicht horchen das mehr? Vielleicht kann das auch was tun, wo Gott die Menschen in Jesus wahrnehmen das und er nicht mehr adherieren wird. Der Leib wird ganz kalt und einer kann es sein, der Leib ist kalt in Menschen. Und wir als Christen, wir sollen einen Unterschied merken in der Welt. Das sagt in Johannes 13,34, wenn die Jüngeren unter Leben wollen alle Mann sein, dass die meine Jünger sind. Nur dort können Menschen sich rechten. Als das Gott seine Jünger, Jesus seine Jünger sind, nicht. Wenn wir den nächsten Leben tun, wenn wir leben wollen. Da wird zu sein sein, wer ihr sind. Als wir Jesus seine Nachfolger sind, nicht. Und dann Vers 9 redet von Jast abnehmen. 1. Petrus 4, Vers 9. Er sagt, nehmt jeden Jast ab. Leider aus Gründen, wenn die kommen. Nehmt jeden Jast ab. Wo do wie, wenn wir Jast kriegen, wenn wir hier und jemand will nach uns kommen. Und vielleicht sind es so noch, was wir am liebsten nicht wollen haben, was soll kommen. Nehmen wir die Jieren ab. Oder probieren uns dann vielleicht alle eins fertig geben, ans Post von der nicht, da wird nicht schaffen für uns, dass die Hand kommt down, oder wo da wieder. Hier kann jeder einer sich selbst prüfen, wo der steht in das. Weil er sagt, nehmt jeden Jast ab. Leider aus Gründen, wann die kommen. So einer weiß einmal nicht, wem einer wird abnehmen, wenn er Jast abnehmen wird. Besonders von der Fremde sein, einer weiß nicht, wer da was sein, wer das ist. Und dann, wo einer hat dann die Ursache, sie kann lernen mit so einer Stadt. Mir fällt bei, über das, in der Zeit, mir Jahr 3, kriegen wir mal Jast von einem Mann von Deutschland. Und das wird wie von der und da haben wir nicht gefragt, warum das passieren wird, aber da kam ein Mann an, der wir nach Kimmel hier in Kanada gewesen. Und dann haben wir die alle Frauen, er kann die Sprache nicht, er kann die Jäh nicht, so er weiß nicht mehr, was er soll tun. Und dann kommt das, nimmt das so rum, dass der bei uns am Hafen ab. Und er sieht, wer er wird. Er hat ans Passbox gesehen, dass wir ihn ernsten, so hat er sich gedacht, dass wir ihn Deutsche, weil in Deutschland wir auch viel ernsten. So nicht freut er sich, dass er wem getroffen hat, mit wem der kann vertrauen. So dass wir eigentlich nicht sehr passend den Tag, wir hatten Plans, was anderes zu tun, aber er bleibt da rum und spaziert sich ganz fern mit ihm. Über den Abend, wo wir in der Meeting fahren bei der Kirche, und ich weiß nicht, was ich soll tun, was soll ich tun mit dessen? Soll ich den etwas sagen und hoffen, dass der dann sagen, okay, dann würde er von Hof gehen? Oder soll ich ihm anbieten, dass er auch mal mitfahren nach der Kirche? Und das war ich dann da. Ich dachte, wir haben eine Bruderschaft-Meeting. Aber ich ihm an, ich sagte, hey, wir wollen nach der Kirche fahren, oder ich will, wenn es nach der Kirche fahren, dass er mit will. Ja, sagt er wird mitfahren gleich. Dann mit den mit, und dann habe ich ganz schön gegangen. Und dann so was, nur die Meeting, fuhr wir an den Haus, und dann fuhr ich bei der mit nach uns. Dann dachte ich, na ja, nächsten Tag, dann will ich wieder nach der Kirche fahren, was da nu? Sollen wir den aufschieben? Sagen die, will uns das nicht wieder passen? Aber wir hielten den Weg, und dann sehe ich den noch, dass wir wollen nach der Kirche fahren nächsten Tag. Und das ist nicht richtig, wir mitfahren nach der Kirche. Ja, er wird nicht hier sein, total. Dann haben wir den mit nach der Kirche, und dann, mein Vater, der dann Kirchen. Und als wir nach Hause fahren, dann sagt er wird wirklich sehr gesegnet was mit den Botschaften. Er freut sich, dass ich ihn mitgenommen nach der Kirche. Und eines sagt er, dass wir dann mit der Frau, er sagt, er weiß nicht, warum die Mann an einer Seite sieht und der früher eine andere sieht. Er sagt, eben der Andach und alles, da hat sie am kleinen Sinne eine Kirche gehört, was sie in Deutschland hatten. Aber er sagt, er wird wirklich gesegnet was von der Botschaft, von der Andacht. Aber es ist sagen, wir wissen nicht von, was das wirklich, was der Inhalt wird von denen, dass der sich da bei uns nach uns kommt. Und dann über dem früher noch, er kann uns Phone drücken. Er will seine Familie Phone sein, dass er wird hier gleich angekommen und er hat eine deutsche Familie gefangen. Aber er will uns betonen, was immer das kosten, das Phone call in Deutschland, da wo wir dir sind. Und er vertelt auch noch lange, aber er wird ganz krass abgebracht. Und vertelt dann, sagt er, ich bin keine Ernsten gefangen. Und so vertelt er das dort, spaziert und stellt seine Familie. Und dann muss ich ihm versprechen, dass ich ihm den Bild schicken, was immer das kosten für das Phone Call. Und ich starte gesagt, ich würde vielleicht mit denen sein, wo dir das wird kommen. Aber ich muss ihm versprechen, dass ich würde.
schaute ich an der Bill und ich hatte noch ein bisschen mehr geteilt aus der Bill wir. Ich weiß nicht, von ich würde einmal war, jemals war da von denen hier, aber er schaut einen Check mit und betont dort. Und aber von der und nach, ich weiß nicht, was der Inhalt wird von das. Aber einer weiß nicht. Einer weiß nicht, wem einer wird abnehmen. Die Bibel sagt sogar, wir wollen einmal, ohne dass wir von Weitem dann, wo wir Engeln abnehmen. Hebräer 13, Vers 2 sagt, für jeden nicht großfried zu sein, willst du dadurch haben einige Engeln abgenommen, ohne dort zu weiten. Wer weiß, wem wir wollen zu Jas kriegen, wenn wir wollen großfried sein und Jas abnehmen. Also ich habe einmal wollen geschickte Engel sein. Wir hatten ein Beispiel, was geschrieben wird von 1. Mose 18, von Abraham. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wo wir von lernen können. Ein Tag, als Abraham und Sarah haben ein Zelt abgestellt bei einer Stadt. Und wir hatten heute Nachmittagstag. Abraham wird büten in einen Ekenbaum, der sich da aufkeilen, vielleicht ein heiter Tag, jetzt sieht mir so. Und wieder in einen Baum und lässt sich da voll aufkeilen. Und auf einmal dann checkt er ab und sieht, dass da kommen 3 Menschen angegangen. Ganz dicht bei ihm. 3 Menschen kommen da angegangen. Und er spaut sich an der Hahn und kriegt er soll ankommen, sich statt sich aufkeilen zu lassen mit Arm taub. Er sagt, soll sich fragen von ihrer Reise. Und er sehr abnehmend, ich weiß nicht, was er vielleicht mit dir einsam gewesen oder warum er sich so spauten, der so gieren will, dass sie jas Hand kriegen und er soll ankommen. Und dann hat er sogar nähen, Sarah sagt, er soll schwinden, wird von der beste Mehl nehmen in ein Bultje backen, damit das jast was geben zu eten. Und dann hat er in seinen Kauhut nähen und checkt er, nimmt sich den ganzen Bastet Kohl, was er da hat, schlacht er, bringt er in seinen Diner, sagt er, soll er reinmerken für das Jas, was er hat. Und dann bedenkt er das dort. Sagt er, wird ein wird Wutterloten kommen, dass sie sich kein Feit waschen. Zu der Zeit, dann haben sie nicht so eine Show, es wie von der und nachher. Dann haben sie bis verratschen, wo die Show oder der Feit vielleicht Kohl im Sand gehen deiden, was das reich heute wollen deiden. Sagt er, sollen mit Wutterloten kommen, dann können sie sich der Feit waschen, sich da abfraschen und sich fragen für ihre Reise, wenn sie wieder gehen wollen. Und was mir hier mit abfallen ist, dass er zu Sarah sagen, dass das beste Mehl, was sie haben, soll sie nehmen und Bultje backen. Nicht von der Überbliebsel oder eins, aber von der beste Mehl, was sie haben, soll sie was backen für das Jas. Und auch kriegt sie mit dem Kolf, also er hat das schmackige, gesunde Kolf, dort lässt er schlachten für das Jas. Dann sagt er nach in Kapitel 18, Vers 8, dann brachte er Käse und Milch und dort Kolsfleisch gereiht. Brachen er da in Bedeinde, da sagt er. Und die kriegen da ganz frisches Eten. Von das ganz Beste, was sie haben. Dort werden sie die Jas anbieten. Und ich glaube, so ein Beispiel, das soll wir nehmen und davon lernen und Balance dann auch so dort an die Jas zu bedienen. Von das Beste, was wir haben. Nicht von dort, was der Überbliebsel essen, was wir liebsten nicht wollen, wie Salz soll nicht wollen eten. Und Luther, ich habe hier, wo dann diese Engel gekommen werden, und da wird der Herr Salz für mir ein von den 3, was ich kommen will er eine gute Nachricht bringen. Die brachten eine Nachricht, dass Sarah würde ein Jahr wieder, da würden sie zurückkommen, durchkommen, dann würden sie in Sehen haben. Und wir wissen die Geschichte, dass Sarah hier, sie stand bei der hing am Lehrangfleisch in der hier, was das harte sein in Arlacha dort. Dat zij nu in ihre alle Jahre nach woord zullen een Kind haben. Sie werden der Titel vorbei, dat het schaffen. Wo der Herr sagt, sie würden ein Jahr wieder würden sie ein Kind haben. Und wir wissen, dass passiert es dort in sie kriegen wirklich in Serien. Und wenn sie das 3 nicht abgenommen haben, ich glaube, die würden ein Hand gekommen sein, weil sie würden dort abgekommen haben, und nur recht bringen. Aber das nur recht kriegen sie, weil sie da abnehmen deuten. Und sie werden wirklich gesehen von dort. Ich weiß noch, als wir in Mexiko wohnen, als wir abwassen, als wird einmal gesagt von den Mexikanern, der Anheimer oder der Indianer, was da rumgehen, dort wir ein Weltmenschen, wir sollen abwassen für die. Und die werden sehr gut bedient. Wenn der am Hafen abkommt, dann würde wir lieber haben wollen sein, dass der Gehen steht kommen.
Dan wordt er eenmaal de komen in Pragen nu eten. Ze hadden 6 rennen, bloß dat wat ze met erin deden. Ze gingen ze dan van oben in Pragen nu eten, en wat immer ze dan willen kriegen. Dan wordt er eenmaal verdreide Tweebak, wordt al verdreigd via Rijgemerkt en uitgebracht naar daar. En dit is wat we tam eeuwen hadden voor zijn staat. En ik geloof dat het constant een deel als wat Abraham aan zich leren, dat hij deed van het beste. Hij zei van het beste meel wat ze hadden in zijn bultje. En hij ging en zag zich het beste kalf uit wat hij had. Die zundet en bedient de jaas wat ze gaan deden. En dan nog een opvallende ding, wat mir mal opvallend ist, sagt haben, was die für die geringste manchen gedaan haben, das hat je arm gedaan. Von der ganz geringste, wenn wir den geringsten von uns Segen abzunehmen und zu bedienen, hat er das hat je mir gedaan. Nur Matthäus 24, Vers 40 nu. Sagt, dann wird ich nicht zu sagen, ich sage die Wahrheit, was die für die geringste von meinen Brüdern gedaan haben, dort hat je an mir gedaan. Also gastfrei sein. Ich habe klar hier, das ist Gott sein Verlangen, was wir sollen sein. Wir sollen gastfrei sein. Und dann der 10. Vers, was wir in uns Tags haben, was ich in uns Tags habe, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10 sagt, und jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken. Den Nächsten zum Gouden zu dienen, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnoden treu angeht. So wir können hören, wo dann wieder Gabe gekriegt haben, den Nächsten zu dienen. Nicht uns selbst, nicht erholen für uns selbst, aber den Nächsten zu dienen. Heute gemerkt, wo in der Bibel schreiben das von den Nächsten, wo wir uns untereinander sollen, oder wo wir den Nächsten sollen, dass immer wir sollen wollen, sein, den Nächsten Gott zu tun. Wir sollen lieftulich sein zu unseren Nächsten, zu den anderen. Und wir sollen wollen sein, den Nächsten zu vergeben. Vergebt untereinander, sagt die Schrift. Und wir sollen im Frieden leben. Wir sollen so viel als wir im Wirt sein, sollen wir proben, im Frieden zu leben mit anderen. Immer von den Nächsten untereinander. Und ich glaube, das ist für uns Ziel immer soll sein, immer proben zu sein, was haben wir den Nächsten tun? Was haben wir für den Nächsten tun? Und dann proben, im Frieden zu leben. 1. Petrus 4, Vers 11 sagt, wenn der wer redet, soll er so reden, als von er Gott seine widerredet. Wer da dient, soll das in der Kraft tun, womit Gott am versorgt. So dass Gott in allen durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht in Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. So wir sollen so reden, wenn wir reden, dann wir sollen so reden, als wenn wir Gott seine Wirt reden. Viele Menschen wollen von dem Tag Gott seine Wirt hören. Das ist einmal zu streng, und dann vertelt er zu sehr zu Ernst. Vielleicht vertelt er dann zu sehr zu uns selbst, dass wir liebst nicht hören, wenn wir die Wahrheit hören dann. Und auch wer dein dat, wenn wir die Gabe haben zu dein, wenn der wer dein dat, soll es mit der Kraft tun, was Gott am gegeben hat. Einmal, weil wir den Nächsten dein mit unserer eigenen Kraft, dann lassen wir uns einmal in eine große Boy, wo wir gehen kommen, und denken so, wo kann ich das tun? Wo soll ich das tun? Dann probieren wir unsere eigene Kraft zu tun, und brechen vielleicht einmal so gut Haupt in der Mäden an. Aber wir brauchen unsere eigene Kraft brauchen. Das heißt, wir sollen mit der Kraft, was Gott uns gegeben hat, mit Gott seine Kraft. Wir können so froh sein, dass wir Gott seine Kraft brauchen, nicht unsere eigene Kraft, weil es unsere Kraft liegt gleich auch. Und so dass Gott in alles durch Jesus Christus gelobt wird. Du bist groß, wenn wir Gott seine Kraft brauchen, dann haben wir immer nur Gott wiesen, sagen, Gott hat das getan. Das hat ich nicht getan. Gott hat das getan. Weil es dem traf alle ihr. So dass wir an das Bulletin einmal haben, Matthäus 4, Vers 16, sagt er auch, so lot jün Licht für die Menschen schienen, dass sie jüne gute Worte seinen in jün Fuder im Himmel durch verloben.
Also wenn immer wir was tun, wenn wir ans Licht lassen schienen, wir dann Gott worten zu den Nächsten, dann immer nach Gott wiesen. Das ist durch Gott, durch seine Kraft hat das getan. Die hat all das Loben und Preisen. Lobt dafür. Nicht ans selbst den Kredit annehmen, ans auf dem Regen klappen und sagen, ja, das ist ich. Das wir lesen von den Pharisäer und Schriftgelehrten, die leichen dort ab großen zu stehen, eins für Gott worten zu tun und besonders ab Lüdes zu beten für den Nächsten. Und sie können haben Gott wird, was sich schein hier in deiden, und aber verlangen wir, dass sie entloben und preisen deiden, für was sie da deiden. Aber dann sagt die Schrift, der Hand allein all, durch die Rot zu kriegen, bloß dass sie verlangen, dann gelobt zu sein. Matthäus 23, Vers 5 sagt, sie tun all ihre Werke mit der Aufsicht von den Menschen gesegnet zu sein. Das ist die Ursache, warum sie das tun. Um zu sein sind von den Menschen. Und wenn wir das auch so tun, wenn wir das mit der Einstellung tun, proben den Nächsten zu bedeuten, tun, was immer, dass wir wollen, dass wir sein sind, dann haben wir uns Lohn da all. Wenn das der einzige Lohn ist, was wir kriegen dann für dort, das würde sich nicht betonen. So, wir hören hier von verschiedenen Gaben, die wir haben. Und ab Pfizer, Paulus schrift hat ab Pfizer auch von verschiedenen Gaben, die an sie gegeben sind worden. Ab Pfizer 4, Vers 11 sagt, seine Gaben werden diese. Dass er einige aus Aposteln, einige aus Propheten, einige aus Evangelisten, und einige aus Hort, und einige aus Lehrers anstellen deit. So hier können verschiedene Gaben sein, was wir gekriegt haben, was sind ausgegoten worden. Und ich glaube, Jesus nimmt das wirklich ernst, als er die Gaben geben zu seinen Dienern. Besonders, ich denke an die Aposteln. In Lukas Kapitel 6, Vers 12, da ging Jesus einen Tag nach dem Boy und er brachte die ganze Nacht über Tau und Beten zu Gott. Dann ist er zurückgekommen, dann will er sich 12 Stück von seinen Jüngern, was er will ausschicken als Apostel. Und er gibt die Kraft, unter zu heilen, Blinde und Sein zu merken, bei sich Gäste auszutreiben. All diese Gaben kriegen sie, als sie gewählt werden, diesen Dienst zu tun. Sie können das mit Gott seine Kraft. Als erst diese Kraft haben sie Gott, dass sie die Dinge können tun. Dann werden sie nachher bloß Jesus seine Jünger. Und ein Jünger ist bloß so, was herangehen wird. Diese 12, die werden beteiligt, werden sie auch Jesus seine Jünger, die werden bloß so, was am herangehen werden und lehren vielleicht von ihm. Aber nu will er die als Aposteln und schickt er ut ohne Arm. Und so hat er uns auch verschiedene Gaben gegeben. Wir haben alle verschiedene Gaben und er schickt uns zu tun, die Arbeit zu tun für den Herrn. Und wo er diese verschiedenen Gaben? Die Schrift in Epheser 4, Vers 12, er sagt, das tut er am all Gott seine Kinder zum Christendienst recht zu merken. Wo durch Christus sein Körper, das ist die Gemeinde, gebaut wird. Du kannst sein, wo diese Gaben sind. Die sind am Gott seine Gemeinde abzubauen. Und das soll sein, dass ich will mir zu sein, und jeder einer von uns hier in unserem Markt hat eine Gabe. Einer hat eine Jahre, das ist der Nächste. Eins muss aber uns vielleicht sogar aufgänzig, dass wenn ich dort kann dein, was Jana hat, dann würde ich auch da schaffen in der Kirche, in der Gemeinde. Aber Gott hat uns eine Gabe gegeben, nur was er will, nur was er weiß, was wir können tun. Dann sagt er in Vers 13, bitten wir alle zu der eine Einigkeit im Glauben, in der Erkenntnis an Gott, seinen Sehen kommen. Dass wir vollständige Menschen in Christus sind. So wie dass Christus bei uns ein in alles ist. Das ist die Ursache, das ist, wo die Gaben sind, gegeben worden. Dass wir alle bedeutet kommen, wo wir uns einig sind und Jesus Christus glauben. So was von der Gabe dienen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht allen seine Gaben, aber wie kann das sein? Oftmals kann es sein, wenn Menschen, die haben verschiedene Gaben und die brauchen die auch. Auch in Römer
Paulus schrift Reimer ook en vertelt hij ook van de goven, de verschillende goven die zij gekregen hebben. Reimer kapitel 2 vers 6 zegt, en wils onze goven zich doen ondereinander, doen onderscheiden als ons genode schanken ist, weil wir in jeder doen brauchen. Wenn dat predigen ist, dann doen wir uns durch Glauben geschenken ist. Wenn deinen, dann doen wir deinen, dann doen wir dein. Wenn lehren, dann doen wir lehren. En ermoenen, dann doen wir ermoenen. En wenn geben, dann rechtlich geben. Wenn andere verstonen, dann flietig. Wer da eift mitleiden zu sein, soll dort mit Freude tun. Ich habe hier, dass hier sind verschiedene Goven, auch was hier erwähnt sind. Wenn predigen, dann predigen du nur als die Genoden, die Glauben gegeben worden. Und auch wenn wir dein tun, dann du nur uns Kraft gegeben worden ist, soll wir dein, mit der Kraft, nicht bloß legen lassen. Lehren, da braucht Lehrer immer. Dann du nur lehren, als die Kraft gegeben ist, zu tun. Und dann sagt er, wenn geben, dann reglich. Mag je das hier, wenn ich sage, wenn geben, dann soll wir reglich. Voor dat we eens eenmaal, wenn wir geben wollen, dann wir nur aufknopen, dann voert wir uns vielleicht eine verfeinerte Wachsel. Dann werden wir das geben. Und es steht reglich geben, so wie sind gesegnet worden mit, was einmal Gott uns gesegnet hat, dann dort geben, reglich geben. Ja, eins zu sein, vielleicht, ich kann nicht die Gabe zu geben, so ich brauche nicht geben. Vers 9 sagt, je sollen nicht hecheln, wenn je den Nächsten gut sind. Habt einen Aufscheu für dort, was schlecht ist, und holt fast, was gut ist. Und das Gute anholen, festhalten an das Gute. Dann sagt er weiter, als Brüder soll je untereinander vom Horten gut sein. Dann merkt immer Ruhm für den Nächsten seine Ehe. Und dann Vers 11 sagt, sieht nicht viel. Einmal habe ich mit jeder Fühlkrankheit zu tun, was wir sollen tun. Aber hier sagt, je soll nicht viel sein. Sieht nicht viel von der Kamp zum Tun, was die tun sollen. Sieht dringend im Jas, den Herrn zu tun. Hier auch, was er sagt, wir sollen den Herrn tun. Wenn wir unseren Nächsten tun, dann tun wir den Herrn auch tun. Dort, was die den Nächsten getan haben, haben wir ihm getan. Wo wollen sie wie den Nächsten halten, den Nächsten dein? Tun, was uns die Gabe gegeben worden ist. Einmal dann war wir vielleicht mutlos oder meid zu tun, was wir tun, dann weit wir gleich näher, dann fallen wir uns gleich nur wieder dein. Lukas 18, Vers 1 sagt, Jesus sagt seine Jünger durch ein Gleichnis, dass sie immer beten sollen und nicht mutlos werden. Also ich glaube, das braucht im Gebet, wie man oft im Gebet gehen, um Kraft zu frauen, dass wir kennen dein, dass die Gift das zu tun. Aber wir ut uns selbst, wir waren mutlos und wir waren meid, dann jaft er leicht ab. Ein sehr schöner Trost, den wir haben in Jesaja Kapitel 40, Vers 9, finde ich in der Wort Versen. Er sagt, er merkt die Schwache stark, also Gott. Er merkt die Schwache stark. Und die meid sind, jaft er mehr Kraft. Ein Jugendlicher kann meid und mutlos werden. Und ein junger Mann kann sich verstoppen und handfallen. Aber die, was sich ab dem Herrn verloren, kriegen frische Kraft. Dass sie abfliehen, als ab ein Adler seine Pflichten. Dass sie ranen können, ohne mutlos werden. Und dass sie schreden, ohne dass sie meid werden. Das wird uns oftmals fehlen, das glaube ich, dass wir uns ab den Herrn verloren und wir gehen arm. Er wird uns die Kraft geben, dass wir nie Kraft kriegen, wieder zu gehen. Galater 6, Vers 9 sagt, weil wir nicht meid werden, gaudet tun. Weil wenn wir nicht mutlos werden, ihr sagt, wir sollen nicht meid werden, aber dann redet von mutlos. Einmal sagen wir vielleicht meid werden, wir sind mutlos. Sagt, wenn wir
Wils wenn wir nicht mutlos worden, wo wir ernten, wann das erst Titel tau ist. Deswegen soll wir, so verken als wir gelernt haben, an alle Menschen Gott tun. Und besonders an die, die mit uns taub im Glauben stehen. Hij wird uns hier, wir sollen zu allen Menschen Gott tun. Jedem ein, alle wen. Wo immer wir nicht gelernt haben, soll wir Gott tun. Wann immer wir nicht gelernt haben. Und dann besonders die, die mit uns taub im Glauben stehen. Wofür haben wir nicht gelernt, Gott zu tun und tun das nicht? Und denken vielleicht so, oh, das kann ja nicht tun. Wie kann es sein, dass hier fehlt was, hier ist ein Gewässer, was fehlt wird. Aber das sind so viel, das kann andere tun. Schieben das bei in den nächsten. Und wie viel Sehnung lassen wir uns dann vielleicht nicht fertig durchgehen, wenn wir das nicht tun. Wir wollten Gott zu tun und wir tun das nicht. Und dadurch kriegen wir den Segen nicht, was wir eben wollen, die kriegen haben, wann wir das tun haben. Und ich glaube, wir sollen die Gelegenheiten wahrnehmen, wann immer wir eine Gelegenheit haben. Ob es passend ist oder nicht. Nicht bloß, wenn wir glauben, das ist passend. Aber wenn es auch nicht passend ist, dann das wahrnehmen, für den Herrn zu tun. Für den Nächsten oder für den Herrn. Die Ursache soll immer sein, dass wir das für den Herrn tun. Alles tun, was wir tun. Kolosser 3, Vers 23 sagt, dass wir sollen alles, was wir tun, mit Worken oder mit Wied, sollen wir tun, als wenn wir das direkt zu Gott tun. Und ich glaube, hier sind auch viel in unserer Welt. Wir können viel hören. Wir hören viel Zeugnissen, wo Menschen geholfen worden sind durch unsere Brüder und Schwestern. So, ich sage euch, dass das nicht passieren wird, aber ich glaube, wir sollen, so ist es geschrieben, dass wir sollen so viel, als wir gelernt haben, dort zu tun, und dann nicht zu versehen. Das ist mein Wunsch, wir sehen, dass wir das immer wollen tun, dass uns Verlangen ist, dass wir Raum checken und sein Segen und die Gelegenheit, Gott zu tun für den Nächsten. Dass wir unsere Gabe brauchen können, von uns das gegeben worden. Wir haben noch zum Schluss werden. Großer himmlischer Vater, wir kommen nach Himmel verdienen, wir danken dir, Herr, dass du hast uns gewesen, durch deine Schrift, durch dein Wort, dass du hast jedem einen Gaben gegeben. Wir haben verschiedene Gaben gekriegt. Gott, ich bete, dass du uns wiesen, was unsere Gabe ist, und uns helfen, wenn wir vielleicht te tiden meid worden, Gott zu tun, aber dass wir dann wollen uns nicht die drehen und Frauen die noch kaufen, dass du uns first kann fallen mit nie kaufen, dort zu tun, was wir was haben, was wir zu tun haben, wenn wir Raum an sein, da sind, so noch was fehlen wird, dass wir dann wollen sein, dort zu tun mit deinen Kraft. Und ich danke dir, Herr, dass wir das nicht unsere eine Kraft brauchen, dass du uns die Kraft geben lässt, die uns fehlen wird, zu tun, was wir zu tun haben. Und ich bete, Herr, wenn wir gelernt haben, dass wir das nicht wollen vorbeigehen, dass wir den Nächsten wollen dienen und wollen sein, den Nächsten zu dienen. Und dass wir wollen dort tun, und mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Wir wissen, dass du hast jedem eine Gabe gegeben, einmal dann sehen wir das nicht an als eine Gabe von dir, und wir brauchen da auch gleich, und wir lassen da was liegen, und vielleicht wollen wir sogar viel zu tun. Halt uns, dass wir nicht wollen viel sein, dass wir wollen balance sein, dort zu tun, was du zu tun hast für uns. Und wir danken dir nach einmal, Herr, dass du uns hast die Gaben gegeben. In Jesus' Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.